Ich gouf das zu Lützeburg gefragt, ob es vor wäre, dass ich aus dem Europaparlament rausgehe. Also da wollte ich gleich beruhigen, das ist nicht vor, das stimmt nicht. Ich bleibe selbstverständlich an das Europaparlament, für das der mich gewählt hat. Und heute bin ich zusammen mit einem anderen Lützeburger, mit Claude Wieseler. Und da fragt mich, das weiß ich schon, ja, was wir stehen dann am Europaparlament, den ist der Chef von der CSV an der Chambre. Ja, das stimmt doch, du hast ganz recht. Aber für was, Claude Wieseler, bist du dann hier am Europaparlament? Das ist ganz einfach. Also ich habe all die europäischen Parteien, die zusammen Member sind an der Europäischen Volkspartei, regelmäßig auch von ihren nationalen Fraktionen treffen. Ganz einfach halt wichtig ist, dass man sich europaweit kennt. Die Interessen sind ja ganz oft dieselben, der weiß, wie wir schaffen. Also auch dieselben. Insofern ist es wichtig, dass man sich regelmäßig gesagt für sich aufzuschwätzen. Wir haben als Fraktionschefen von den Parteien aus der Europäischen Volkspartei zweimal Jahr ein Meeting zu Brüssel. Das sind am Anfang 50 Parteien aus 27 Ländern, die sich treffen, für sich aufzuschwätzen. Das ist schon ganz wichtig. Ja, und du hast recht, weil CSV ist zwar die größte Partei zu Lützeburg, aber in Europa ist sie nicht die größte Partei. Und dafür ist es gut, dass wir an der Familie von der Europäischen Volkspartei sind. Und das ist die größte Partei in Europa. Und wenn wir dann ein Problem haben zu Lützeburg, ist es wichtig, dass ein Fraktionschef aus der Chambre Leute kennt in ganz Europa. Mit denen kann einen direkten Kontakt tun, an denen dann explizieren, was es geht. Als dann heute so geschwärzt gehen an der Reunion von den 50 Fraktionschefen aus Europa? Bei Haut war für die eng ganz besondere Sitzung, weil die erste Sitzung war mit der neuen Kommission, wo auch all die Kommissären, die zur EVP gehört haben, sich einmal vorgestellt haben, am Anfang vorgestellt haben, was sie gegen machen, hier Ressorten, aber wo wir am Anfang teilweise auch kennengelernt haben und die Organisation gemeinsam festgesetzt haben für die nächsten Jahre. Wir sind effektiv, zwar zu Lützeburg eine Großpartei, aber trotzdem von den 221 Deputierten, die an der EVP sind, hat CSV doch nimmen drei ganz gut. Das ist evident, mit trotzdem nimmen drei. Und dafür ist es für ein Land wie Lützeburg wichtig, dass wir eine Plattform haben, wo wir können, wenn wir Probleme haben, wenn wir Schwierigkeiten die erklären. Und ihr wisst, dass wir an den letzten Wochen mit all dem, was geschieht, LuxLeaks und Ähnliches, natürlich eine Reihe Probleme als Lützeburg haben. Und dafür wäre doch wichtig, die Plattform zwischen Fraktionspräsidenten zu benutzen, für eine Eisposition zu erklären, für eine auch klar zu machen, dass Lützeburg am Kader gehandelt wird von allen internationalen und europäischen Reglementen, für uns auch dort zu explizieren. Ich meine, das wäre wichtig für die Messagen, nachher auch auf dem Niveau rüberzugehen. Und heute kriegt den einfach nur gelauscht. Das ist auch wichtig, weil das schlägt sich ja auch an den Worten. Wir haben ja letzte Woche gesehen, wie das gegangen ist, wie die Europäische Volkspartei 300 Jean-Claude Stung an den gestützt wird. Also das ist schon wichtig, dass unser Fraktionschef mit den anderen Fraktionschefen einen guten Draht hat, einen direkten Draht hat, für denen dann, wenn es irgendwo brennt zu Lützeburg, kann so ein Heilo brauchen wir ja Hilfe, wenn es lebt. Das ist der Dient, und an der anderen ist auch ganz klar, dass ja auch die Gesetze, die mir zu Lützeburg stimmen, das sind zu über 50% Gesetze, die Origine am Anfang aus der Erbe vom Europaparlament fanden. Und dafür ist doch für das Lützeburger Parlament am Anfang wichtig, dass wir schon informiert sind, eher etwas als Direktiv oder als Reglement an das Europaparlament könnt, dass wir da auch können schon eventuell melden, wenn wir als Einzelland Schwierigkeiten haben. Also seit dem Treaty von Lissabon ist das ja auch den einzelnen Parlamenten mehr möglich, wie das für drun der Fall wäre. Und dafür ist die Präinformation für die Lützeburger Parlamentarier und Fraktionschefen wichtig, dass wir sie hier kriegen und dass auch gefühlt wird, was zu Lützeburg gespielt wird. Und da geht Punkt Lützeburg, das wissen die Leute vielleicht auch nicht, dass die Europadeputierten, die 6, die regelmäßig an die Chambre invitiert, für mit den zuständigen Kommissionen über so Direktiven, über so europäische Initiativen und europäische Gesetze am
Vierfeld zu diskutieren, für das Chamber auch weiß, was zu Brüssel an zu Lützeburg lebt. Genau, das die einerseits Fraktionspräsident Heiner kommen natürlich auch die Europaparlamentarier, die allmeindes Moyes an Kommission des Affaires étrangères européennes, so hecht sie dann an die Chamber kommen, für mit den Lützeburger Parlamentarier über das zu schwätzen, was hier geschieht, sie au courant zu setzen, was eventuell mittel- und langfristig Perspektive sind, was in sich von Direktiven werden. Und dann auch wenig so Gefühl zu kreieren, was am Europaparlament für Lützeburg wichtig ist, und an die Zusammenarbeit zwischen Lützeburger Parlamentarier, europäische Parlamentarier, das haben wir aber fertig gebracht an den letzten Jahren, und hauptsächlich auch an der letzten Zeit, notamment an der EVP, an der CSV, mit Parlamentarier zusammen so zu kreieren, dass du permanenten Dialog ist, weil heute geht zu Lützeburg nicht mehr, ohne dass man den parlamentarischen Dialog mit über die europäischen Sujeten können gemeinsam machen. Ja, das Europaparlament ist Nationalpolitik und Nationalpolitik ist Europapolitik. So die zwei vermischen sich ja permanent. Aber etwas, was auch vielleicht wichtig ist, den Leuten zu explizieren, heute ist es ja möglich, dass wenn ein paar Nationalparlamenter sich zusammen dienen, dass sie können ein europäisches Projekt stoppen, nach ihren zu einem europäischen Gesetz geht. Das ist ganz wichtig, und das gibt auch den Nationalparlamentarier an der europäischen Legislationsprozedur viel mehr Gewicht. Wenn wir zum Beispiel zu Lützeburg gesehen, nachdem dass wir ganz oft von den europäischen Parlamentariern darüber informiert sind, dass eine Proposition de Direktiv am Fond, die dann eine Legislation auf europäischem Niveau möchte, mehr einfach oder besser kennt zu Lützeburg an Lützeburger Gesetz gemerkt gehen, wie das am europäischen Niveau der Fall ist. Da kann man als Lützeburger Parlament dem Europäischen Kommission sagen, dass die direktiv vielleicht momentan nicht übrig werden. Wenn viele Länder dazu und da muss natürlich auch die Europäische Kommission reagieren. Und heute haben wir auch an einem Meeting hören, dass auch die neue Kommission, auch von einem ein oder zwei Parlamenten eine gelbe Karte weisen, dass wir am Fußball nicht ja. Genau dieselbe Konsequenzen muss vom Terrain gehen, aber trotzdem, wenn europäische Parlamentarier dann eine gelbe Karte weisen, dass auch die Kommission noch von einem oder zwei sie bereit ist zu reagieren, indem sie mit dem Parlament der Schwätze geht, diskutiert, guckt, was dann eventuell die berechtigten Beanstandungen sind, für Rektifikationen dran zu bringen. Ich fand das ganz flott als Initiative und ich fand das doch wichtig, weil ohne das gëtt Europa jo net akzeptiert. Van Europa iwwer d Kap vun de nationale Parlament an de Leiit firt, findet keine Akzeptanz. Wenn et mat de Parlamentarier an de Leiit schwätzt, dann ass eng ganz andere Akzeptanz méiglech. Schon dieser Tag desideiert zusammen mit meinen Kollegen hier am Europaparlament für ein paar Großreunionen zu machen zwischen den Europaparlamentariern und den nationalen Parlamenten auf Sujeten, die brennen, wie zum Beispiel den Akkord zwischen Amerika und Europa, den ja an diesem Moment diskutiert wird, wie auch den multinationalen Akkord an Servicen, den in diesem Moment diskutiert wird. Ich meine, da wäre es schon wichtig, dass Europapolitik als Nationalpolitik vice versa, dass das auch gelieft wird. Aber wir werden also in nächster Zeit mehr auch den Leuten draußen erklären, wie die Zusammenarbeit zwischen Europaparlamentariern und nationalen Parlamentariern am Interesse vom Land, aber auch am Interesse von Europa funktioniert. So was. Vielen Dank. Merci.